Stopp, stopp! Komm, vor! Samira, da, her jetzt! Komm, verdammt nochmal! Kannst du schnell meine Regenhose auflupfen? Die Hose rutscht mir an. Einfach die Regenhose. Ein bisschen aufziehen. Danke. Als nächstes gehe ich als Schafhirt in die Berge, ins Wallis. Wir sind zurück auf der Straße. Via Nuffenenpass geht es ins Wallis, durchs Goms bis Turtmantal auf Oberems. Dort treffe ich Zara. Sie verbringt jeweils den Sommer 3 Monate lang auf einer Alp mit etwa 270 Schafen. Und ja, dort werde ich eingeführt ins Handwerk des Schafhirt. Über Schafhirten bis jetzt? Ich weiss eigentlich sozusagen nichts über das Arbeiten als Schafhirt. Ah, das ist übrigens genau, das ist noch spannend. Der Wolf ist das eine Problem. Die ersten 2 gefährlichen oder meisten Todesursachen für die Schafe im Alpsommer sind Abstürze über Felswände und der Blitzeinschlag. Woher weißt du das? Das habe ich in Naturdokumentationen, Tierdokumentationen schon gehört und gelesen. In Oberems haben wir uns einquartieren im Bed and Breakfast. Oh, ist das überhaupt? Doch, das ist das Bed and Breakfast. Das ist ein offizielles Hotel. Ich mache einfach so, fährst her. Wenn du abgestellt hast, schwenke ich auf zum Häuschen. Dann machen wir noch, wie du da etwas rausnimmst. Dann machen wir noch, wie du von oben her laufst. Gut, das lange. Gut. Einfache Zimmer mit Etagendusche, aber super sauber, alles wunderbar. Also das hat mega gut getan, dort noch mal schnell ein bisschen Kraft zu tanken, Schlaf zu tanken. Oh. mehr Wiese als Bett. Weil ich mich schon darauf gefasst gemacht habe, auf der Alp oben vielleicht nicht den besten Schlaf zu finden. Dann kann ich heute Abend noch ein bisschen weiden. Grasen. Ade. Wie das so ist, wenn man weiss, jetzt verbringt man 3-4 Tage in einem neuen Umfeld, mit einer neuen Person, bin ich aber schon ein bisschen kribbelig und nervös und ein bisschen angespannt. Ja, findet man irgendwie den Zugang zueinander, auf einer persönlichen Ebene auch. Interessiert mich ja so oder so, also neugierig bin ich, Fragen stellen tue ich, aber es muss ja gleich es muss anfangen grooven. Dann bin ich immer ein bisschen angespannt. Hoi. Zusammen. Sarah, freut mich sehr. Hoi. Madeleine, freut mich. Schön. Da bin ich, dein Lehrling quasi. Sarah, Chefhirtin mit ihrer Gehilfin Madeleine. Mega sympathisch. Mega sympathisch. Sarah, wie ich sie mir eigentlich so ein bisschen vorgestellt habe, finde ich, typische Schafhirtin. Sehr positiv gemeint jetzt. Ich zeige dir schnell die Schafe, wo sie sind, einfach von oben. Ja. Nachher würden wir direkt fahren für auf die Alp. Gut, Zune.
Ja, gehen saunen und vor allem Material tragen. Also alle, die irgendetwas tragen mögen, werden beladen. Ja. Das ist quasi die Zwischenstation jetzt. Ja, ich habe da jetzt richtig am 2 bekommen für die letzte Woche. Jetzt, weil auf der Alp mag es einfach nicht nachwachsen. Es ist zu kalt. Also. Alles einen Monat hinten kann man das sagen? Ein guter Monat. Also es nimmt mir jetzt Wunder, wenn wir raufkommen, wie es aussieht. Und bist du das letzte Mal da oben? Vor einer Woche. Vor einer Woche, okay. Nein, es ist das Problem ist, wenn du ein bisschen knapp Futter hast, hast du natürlich viel unruhigere Tiere, gell? Am ersten Tag haben wir Vorbereitungen getroffen für den Alpaufzug am nächsten Tag. Das heisst, wir sind mit dem Auto, sage jetzt mal, ca. die Hälfte gefahren. Dort in der Mitte vom Weg, wo wir dann mit den Schafen machen, haben wir ein Pausenpferch aufgestellt. Hier kann man noch alles reagieren. Hier kann man fahren, hier kann man noch allenfalls Schafe zurückbringen, wo etwas nicht ist gut. Oder man hat einfach eine sichere Seite. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call it a sheep. Es ist so, es ist absolut das erste Mal, dass das alles an mir selber hängt. Und ich sehe auch die Probleme, die auf mich zukommen können. Und morgen ist schon so ein bisschen der Tag, wo einfach alles muss laufen muss. Ja, ich habe schon lange nicht mehr geschlafen, eine Nacht lang. Das Problem ist, hier dieses Jahr, es ist starke Wolfspräsenz und es ist nicht zum Gespassen. Er ist da, ich habe ihn ja gesehen und er ist da und ein geschwächtes Schaf ist ein Opfer. Okay. Erzählst du noch mal schnell den Moment, wo der Wolf... Also du hast ihn auch schon ein paar Mal gesehen, aber jetzt kürzlich Nein. Das war das erste Mal? Ja. Ah, wirklich? Du hörst immer nur davon, gell? Wir laufen in der Nähe von dort durch. Dort ist so ein grosser Stein und dann geht es ein Trampelweg hoch und ich laufe um und dann steht er da. Wie weit weg von dir? Ja, so, ich weiss auch nicht. So ein paar Meter? Ja. Jetzt? Ja. Und er hat aber auch gekehrt und ist dann... Also wir haben einander wirklich, es ist so Sekunden, sind alle geschaut. Nachher ist er so in den Wald rein, hat den Schwanz so runtergetan, die Ohren ein bisschen hinten, schaut nochmal zurück und dann ist er weg. Also es ist auch bestätigt von der Wildkamera, es ist mindestens einer da und 2 weiter unten. Man weiss aber noch nicht, wie sie zusammenspielen. Also 3 sind da. Ja. Bis anhin hat man einfach Wolfschutz gemacht, weil man Risse hatte. Und ich habe jetzt nie... Also letztes Jahr war wahrscheinlich schon ein bisschen mehr die Tendenz gewesen. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass sich die Vorfälle... Es steigt einfach. Ja. Weil einfach auch mehr Tiere rum sind. Ja, es sind mehr Tiere rum. Ziemlich schwer beladen sind wir weitergelaufen. Zu Recht hat Sarah natürlich einkalkuliert, dass wir da ein paar Männer sind, die mit ihr unterwegs sind und auf die Alpen verlaufen und hat uns recht viele Lebensmittel auf unsere Rucksäcke verteilt. Und ich habe guten Mutes 2 Herdöpfelsäcke gepackt und einen Äpfelsack gepackt und bei mir noch einen Rucksack hineingesteckt. Habe ich später ein bisschen bereut. Ich bin kaum den Hügel draufgekommen. Ein mega Gewicht und es hat richtig angehängt. Es war neblig, es hat genieselt. Es war ein harscher Einstieg. Gerade ins Schafälplerleben. Aber wir sind dort hochgekraxelt. Die Natur eigentlich wunderschön, aber ich war wirklich auf den Stümpen schon nach dem Aufstieg dort. Ja, schon das erste Zeichen vom Wolf. Ja, also er macht seine Häufe nicht irgendwo versteckt im Busch. Er tut gerne auf den Weg, zentriert, schön sichtbar markieren. Das mache ich jetzt gerade auch schnell. Das ist ein Krampf da mit diesem Gewicht. Irgendwie 5 Kilo Herdöpfel und Äpfel. Ist also happig. Nein, das Wetter spielt uns schon gerade einen Streich, gell? Es ist viel zu nass. Es mag nichts trocknen. Die Hütte, bin ich sehr gespannt, wie die Hütte aussieht. Und diese Hütte ist sehr, sehr in die Jahre gekommen. Oh, alle Mäuse sind wir daheim. Total rudimentär eingerichtet. Eigentlich ist es eine Werkzeuglagerhütte.
Und sie hat so das Allernötigste, glaube ich, jetzt im Vornherein schon mal wenigstens einen geraden Boden, ein paar so Bretter reingestellt, damit man wenigstens einigermaßen gerade laufen kann. Es ist so blöd, wenn alles feuchtelig und nass ist und du bringst... Das ist das grösste Problem, der Boden, gell? Wenn der alles nass Ja, ist. alles. Es ist so ein schlechter Sommer bis jetzt. Also der Sommer ist ja wirklich in den Bergen aber eigentlich gar noch nicht angekommen. Die Hütte hat noch nicht austrocknen. Also der Boden war noch feucht gewesen. 2 von Mäusen verfressene Matratzen sind da gelegen. Aber sie hat das mega... Also sie hat ja gewusst, was sie erwartet. Wir haben es nicht so gewusst. Und ich bin schon ein bisschen verschrocken. Und habe recht schnell so umschauen. Und wo schlafen wir? Wetteli sind das nur ein Windstill da. Und was machst du? Meinen Schlafplatz testen. Da ist windstill. Und einigermaßen eben. Wir sind wieder den Berg ab. Wieder bei Nieselregen. Jetzt müssen wir beim Wegweiser dann nur eine Tafel her, eine kleine. Hammer wäre jetzt noch gut. Ja. Also ich mache einfach die Beweisfotos. Das ist an dem Standort hier hergestellt. Dass wenn sie jemanden wegreisst oder wegrührt, was es leider auch gibt, wegen der Unfallverhütung, ist ja alles abgenommen, der ganze Alp. Und ich habe alles Vorschrift, was ich machen muss, für die Herdenschutzhunde zu haben. Oder wie die Tafeln platzieren und die ganzen Sachen. Und dann muss man das nur alles dokumentieren und dann hat man es einfach schwarz auf weiß. Wenn etwas passiert, hat man alles gemacht. Aus rechtlicher Vorsorge quasi, Genau. oder? Morgen ist ja dann eigentlich der grosse Tag, wo wir aufhalten. Wir treffen uns um 6:30 dort, wo wir heute Morgen waren, bei den Schafen. Was sind da deine grössten Sorgen? Also ich merke, du bist auch eine gewisse Grundanspannung da. Das ist extrem. Gell? Das muss einfach laufen. Und du hast schon gewisse Hintergrunderfahrungen, die nicht so top waren. Also du weißt, was passieren kann. Gell? Okay. Ja. Bleiben alle Tiere gesund? Mögen wir alle umbringen? Was machen wir, wenn nicht? Was ist, wenn irgendetwas sonst dazwischen ist? Das ist die Frage halt, gell? Nachdem ich die Hütte gesehen habe, habe ich mich mega gefreut, dass wir noch mal ins Bed and Breakfast schlafen. Tschüss, Ciao. ciao. Freue mich auf morgen. Gute Nacht, geniessen Tschüss. den Abend noch. Machen wir. Ja, gut, ciao. Dort wirklich noch mal Schlaf tanken. Also wir haben früher immer, wenn wir sind laufen, hat Isha Popo einen Roglenkäse mitgenommen, hat einen halben Roglenkäse mitgenommen und sonst der Roglenkäse die Hälfte auf den Stein drauflegen, noch am 4 und nachher schmilzt er. Und dann kann man dann noch so abstreichen, wie man hiermit ist das Raclette macht. Ja, genau. Ja. Man weiss, Wallis Raclette. So. Der wäre doch fein Wer darf aber aufnehmen? zum Raclette streichen. Jawohl. Das machen wir. Das war eine Spontanaktion eigentlich. Und sie hat uns dann einen halben Laib Käse mit auf den Weg gegeben. Ich weiss gar nicht, wer den aufgeschleckt hat. Du glaubst? Du hast den aufgeschleckt. Danke vielmals. Und dann früh schlafen. Nächsten Morgen hat es geheissen, antraben für den Alpaufzug. Ich habe gestern schon gesehen, wie es ist, so ein bisschen ohne Schaf. Wenn ein Schaf bringt, dann schon auch noch mal recht, wie soll ich sagen, ein bisschen Hektik ins Ganze. Ja, einfach halt in dem steilen Gelände im Gebirge unterwegs sein, das fordert einfach extrem Fitness und Kraft. Ihre sehr, sehr bescheidene Alphütte. Ich habe mich entschieden, dass ich glaube, das Zelt aufstelle. Irgendwo auf einem Wiesli draussen und nicht in dieser Hütte wird übernachten. Die beiden Ladies
Die beziehen ihr Sommerquartier innerhalb des Hauses. Ich habe schon hohen Respekt vor. Ja, wird die schwierigste Passage wird jetzt durchs Dorf sein. Wenn wir das geschafft haben und hier keinen Schaden gemacht haben, dann ja gut, das geht. Es war noch der Urs dabei und der Gabriel, ein Aargauer Schafhirt mit seinem Sohn, die geholfen haben, auch noch mal mit 2 Hunden, die den Schluss gemacht haben von der Herde. Hoi, ich bin Manu. Hoi Urs. Gabriel, gell? Sali? Vorauslaufen hat Sarah gesagt, Musik. Also deine Aufgabe ist dann mit beiden Hunden vorauslaufen. Die folgen mir? Die hast du einfach alleine. Die folgen mir? Ja. Super. Im Ernst? Ja. Gut. Du hast den Herdenschutz, also jetzt. Hey, schön. Darf ich jetzt denen schon mal Ja. ein bisschen Heu sagen? Ja, kannst du sagen. Sicher? Ja. Das Das ist der Alfonso, der Alfi. Alfonso? Ja, grüezi. Ja, hoi, tust du mit mir laufen? Hä? Fetzen von Herdenschutzhunden. Du bist ein Grosser. Leck mir. Sie hat mich jetzt da gerade vorgestellt, diesen 2, wo ich scheinbar vorauslaufen mit ihnen alleine. Du siehst, wir haben Freundschaft geschlossen. Ich ziehe mich jetzt dann auch ab und liege so an. Nein. Ich finde einfach, Hunde haben so unterschiedliche Charaktere. Und oft sind sie halt neugierig, nervös, schnupprig drauf. Und das habe ich nicht so gern. Können wir jetzt wechseln? Können wir wechseln jetzt? Jetzt bin ich dran. Jetzt laufst du gerade vorne. Einfach, du laufst einfach. Die laufen dir schon an. Du führst. In dem Sinne. Ich habe die 2 Eisbären zugeteilt bekommen. Und dann bin ich voraus so beschäftigt mit diesen 2 Hunden. Ich habe wirklich Respekt gehabt, jetzt mit diesen 3-4 Stunden den Berg drauf zu laufen. Komm. Caillou, geh raus. Komm. Geh weiter. Komm. Geh weiter. Die Idee ist schon, dass er Druck macht auf die Schafe, aber ich kann nicht einlassen. Warte, er ist noch jung, er ist sehr hochtourig. Oh, Caillou, komm zu mir. Komm vor, hopp. Warte, stopp! Ramiro, komm jetzt! Hopp. Hopp, vor! Stehen bleiben! Hopp! Hopp, vor! Dann hopp, geh raus! Ja! Lauf, Ramiro, hopp! Probieren aufzuholen. Nein, stopp! Soll ich vorbei? Stehen bleiben! Anbleiben. Hopp, vor! Daher vor! Vor! Daher! Caillou, kehren! Die Hunde haben das extrem im Griff. Also nicht meine, die anderen. Hopp, vor! Heieiei! Da vor! Caillou, vor! Platz! Wir haben alle nicht gewusst, was auf uns zukommt, aber das war jetzt gerade sehr hektisch. Es hat mega unkontrolliert gewirkt, bis die Hunde zum Einsatz gekommen sind. Die dunklen Hunde, die machen das mega mit der Sarah zusammen. Die ganze Bande wieder zusammentrommelt. Ich muss jetzt gehen, hat es geheißen.
Sarah ist nicht ganz sorglos in die Alpsaison gestartet. Sie hat gewusst, der Sommer ist hinten drin. Also ist oben noch nicht so weit, wie es eigentlich sonst ist. Mit der Vegetation, mit dem Gras, das wächst. Und das Zweite, was ihr auch Sorge bereitet, ist die Schafsblindheit. Die Schafsblindheit ist eine bakterielle Augenentzündung, die im blöden Fall zu der totalen Erblindung führen vom Schaf. In den meisten Fällen aber kann das mit Antibiotika behandelt werden und sie ist nach 7 oder 10 Tagen eigentlich durchgestanden. Das hat sie schon auch beschäftigt, dass ein paar Schafe das bereits haben, die Infektion. Und durch das natürlich auch ein bisschen Mühe haben, Schritt zu halten mit der ganzen Herde. Der Luc hat den Besagen gemacht, ist hinten reingefahren und hat die schwächelnden Schafe eingesammelt und in Anhänger da und man bis zu der Mittagspferde mitgenommen. Aber dort haben sie dann recht schnell entschieden, dass man die wieder zurück ins Tal tun. Da durch, komm. Affe. Komm. Zu mir. Also komm, bringen wir die nach. Ich glaube, jetzt, an dem Moment, wo sie die Herde durchs Dorf Oberems durchgebracht hat, ist sie erleichtert und das Ganze sieht sehr gemütlich aus. Ausser halt, dass da 7 Schafe jetzt irgendwie zu schwach waren da zum Mitlaufen. Darum werden die aufgeladen. Und mal so weit es geht, mit dem Auto für sich und mitgenommen. Komm, Anna, komm! Viel entspannter, als ich gemeint habe. Ich habe gemeint, die 2 Eisbären da ziehen mit den Hügel drauf. Aber die sind mega chillt mitgelaufen da. Schön gewartet, wie man gesagt hat. Und ich glaube, der Happy-Teil kommt jetzt dann, nach der Mittagsrast. Mindestens 2 Stunden ist jetzt hier Ja. Pause. Wir können essen, trinken, die Schafe können zur Ruhe kommen und nachher gehen wir weiter. Muss man noch einmal rumlaufen, ob der Hagen noch alles gut ist? Das wäre super. Mach ich das? Sehr Gut. gut mitdenkt, ja. Super. Mach ich schnell. Ja, das ist gut. Ja. Mittagsrast. Nach einer ausgiebigen Mittagsruhe haben wir alle noch mal Kraft getankt und Sarah ist zurückgekommen vom Tal, weil sie ja die Schafe zurückbringen musste. Und dann ist es losgegangen. Dann hat sie mir die zusätzlich zu den 2 Eisbären hat sie mir noch die Tafeln in die Hand gedrückt und gesagt: «Geh du schon voraus und am ersten Wegweiser tust du das schnell anbinden, ist gut.» «Ja, wo genau?» habe ich gesagt. «Okay.» Und die sind schon gegangen, oder? Solange wir auf der Vorstrasse sind, kann man noch bremsen, nachher nicht mehr. Und dann ist der Wegweiser gekommen. Das hat man dann da die Tafeln angebunden, oder? Gewartet, bis sie kommt und dann kommt sie. «Nein, das ist der falsche Wegweiser!» Ich so, «Ja, aber du hast gesagt...» Oh, sorry, falsch gsi. Der Wegweiser bei den Hütten, weil der bringt nichts. «Nein, der weiter vorne!» «Ich kann nicht anhalten!» hat sie gesagt. «Ich kann nicht anhalten!» Ich so, Warte, sonst macht das jemand von euch. Ich kann nicht, ich muss gehen. Ja. Und dann ist der Jan, der bei unserem Team dabei ist, mit seinem Rucksack vorbeigelaufen. Ich habe ihm die 2 Leinen in die Hand gedrückt. «Nimm! Ich muss die Tafel auf!» Und er, kann man die irgendwie steuern? Keine Ahnung, wie man die führt. Und ich, nein, du musst einfach den Chef markieren, das ist wichtig. Und er hat es auch nicht so mit den Hunden, glaube ich. Die ziehen einfach und ich renne ihnen nach. Ich hoffe, sie wissen den Weg. Und ich musste die blöde Tafel wieder wegbinden. Und es hat tatsächlich 50 Meter weiter vorne nochmal einen Wegweiser gehabt. Und der hat sie gemeint. Da habe ich die Tafel dort angebunden. In dem Moment, wo ich zuschnüre, kippen die obere Schraube von der Tafel raus und die Tafel klappt ab. Ich habe dann irgendwie mit einem Stein die Schraube reingehauen. Dann bin ich hinter der Schafherde das erste Mal. Die Herde kannst du fast nicht überholen, weil du treibst sie eigentlich die ganze Zeit vor dir her. Jetzt bin ich schon bald eine Stunde lang allein mit denen. Dann habe ich ein Wegstück gekommen, wo ich kurz
Blick hatte auf die Spitze der Herde mit der Sarah und dem Jan, der voraus über ein Brückchen gestolpert ist. Und mir nur so hilfend. Komm wieder! Ich kann nicht, die Kuh nicht führen. Schon ist er wieder weg. Ich kann nicht führen können. Schau, wie sie fressen. Hure gerne haben sie. Wenn das Tempo vom Fressen, weißt, siehst du es auch. Wenn du die Schnürli anschaust, komm daher. Wie schnell das sie fressen, weißt? Sie fressen nicht immer so schnell. Ihr ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt hier beim Auflaufen, in dem letzten Stück bis zu der Alp, genau die Schafe dort fressen, wo sie sieht, sie würden gerne fressen, weil das nährhafteste Futter sei. Wobei für die Schafe, das Futter hier ist super, gell? Das ist nahrhaft, wenn da schon mal Rinder sind drin waren. Hinter euch hat sie so ein Grillkuppeli und als sie letzte mit den Hunden unterwegs war, hat sie hier an der Ecke einem Wolf in die Augen geschaut. Ich glaube, extrem nahe. Beide ein bisschen verdattert. Das finde ich schon extrem faszinierend. Ein gut gelaunter Wandersmann einst hatte schlimmen Drang im Harren. Länger halten konnte er's kaum, drum eilt er hinter einen Baum. Doch leider wird er unterbrochen und von der Seite angesprochen. Der Wolf erzählt von Gott und Welt, der Arme seinen Druck anhält. Endlich fragt der Wolf ganz nett, wo das Grosi liegt im Bett. Er wolle sie dort einmal besuchen, später bringt noch jemand Kuchen. Der Wandersmann, schon sehr am Leiden, zeigt rüber zu den grünen Weiden. Der Wolf, der zieht jetzt endlich los. Das Bedürfnis ist nun riesengroß. Er sagt sich laut und voll Genuss, nichts stoppt jetzt meinen Wasserfluss. Doch hat er sich zu früh gefreut, er seinen Wanderstag bereut. Denn noch immer klappt es nicht, weil wieder jemand mit ihm spricht. Gerade bevor was in die Hose geht, plötzlich da Rotkäppchen steht. Auch sie hat sich im Wald verlaufen, der Mann könnte sich die Haare raufen. Dort drüben bei den Tannen, das Mädchen zieht von dannen. Für den Mann ist jetzt zu spät, weil alles in die Hose geht. Oh, jetzt gehen dort alle voll. Oh, kommen jetzt drüber? Ja, aber hoffentlich auf kein kleines ab. Scheiße! Platz! Geh weiter! Mamiro, da her jetzt! Komm, verdammt nochmal! Da her! Einfach das hure Schwein. So riesiges Ding. 2-1 hat es an die Brücke angespült. Aber jetzt sind sie ja da. Wenn ich jetzt kann sagen, die letzten 4 Jahre habe ich 1 Schaf verloren als Hirtin, dann hast du halt schon relativ einen guten Stand. Also das heisst, du bist als gute Hirtin angeschaut worden. Und eins in wie 4 Jahren? 1 oder 10. Aber weißt du, wenn du eigentlich nicht die Tendenz hast, zum Schaf zu verlieren. Okay. Das ist es, gell? Okay. Ja, gell, am liebsten willst du alle schön und feiss und gesund zurückgeben. Das ist ja klar. Gell? Das ist ja so. Und sie nachher sehen, dass sie da sind und so zufrieden, ist eigentlich sehr schön. Is it getting better? Or do you feel the same?
will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Gespannt auf morgen. Wunderschöner Tag. Alle ineinander. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. Ich bin kein Zeltler. Doch hast du die eine oder andere Nacht in einem Zelt verbracht, als Kind, Jugendliche oder auch mit dem Johnny in Schottland oder wo auch immer. Ich habe das einfach nicht gern, das im Zelt schlafen. Ich bin ja gerne draussen in der Natur, aber das ist einfach, Zelteln ist nicht meins. Ich penne einfach auch sau schlecht. Und da bin ich auch entsprechend geredet am nächsten Morgen wieder vor der Hütte erschienen. Sorry. Aber die 3 sind zuständig, dass die Herde da bleibt, wo sie bleiben soll. Und die 2 Weißen sind zuständig für den Schutz gegenüber Abwehren fremder Tiere oder Wildtiere. Ja. Vor allem Wolf natürlich. Ach, Olfi. Also der Schutzhund kann nicht hüten. Der läuft ja durch die Schafe durch, wie wenn er ein Schaf wäre. Ja. Und der Hütehund, sie, die von den Pyrenäen kommen, wie jetzt sie, oder sie sind, ihr ganzer Ursprung ist Begleiten von der Schafherde, teilweise sogar allein, ohne Hirt. Und sie haben eine gewisse Schutzfunktion, darum bellen sie auch, wenn Leute kommen. Aber sie haben keine Chance. Kommt daher. Kommt zu mir. Sie haben keine Chance, um den Wolf abwehren, natürlich von ihrer Körpergröße. Ich bin geredet. Aber jetzt ist es schon wieder gut. 2 Hände voll frisches Gletscherwasser ins Gesicht und dann bist du eigentlich recht parat. Also das heisst, ich fühle mich top. Dann ist der erste Hüteausflug eigentlich gekommen, also Tagesausflug. Wir sind mit der Herde wieder ein bisschen abwärts gegangen, weil weiter oben ja das Gras oder die Vegetation noch nicht dort ist, wo Sarah es gerne hätte für die Schafe, dass es genug nährhaft ist. Dort habe ich dann den Job bekommen, den oberen Bereich der Herde ein bisschen zu kontrollieren. Und das ist ein schöner Moment. Das ist jetzt wirklich so ein Schafhirt-Moment, wo ich das erste Mal eingesetzt wurde, ganz offiziell, also ein bisschen als Schafhirt. Dann verlasse ich mich jetzt voll auf dich da oben. Ich schaue unten. Gut. Ist das gut? Ja. Super. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Ich bin schon ein bisschen ins Säckchen gekommen. Es war wirklich sausteil und ich musste die ganze Zeit so ein bisschen in diesem steilen Gelände hin und her müssen, um die da so ein bisschen wieder zusammenzubringen. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. Ich habe jetzt gar nicht ganz verstanden. Was ist das Problem mit denen? Ja, sie haben Kampfblindheit.
zum Teil auf einem Auge. Und dann sehen sie nicht so gut, verlieren sich ein bisschen die Orientierung. Nach ein paar Tagen sollte das einmal wieder durch sein. Also, dass du am Abend einen Aal hast, ist für mich ein kleines Wunder. What a wonderful Ich war von meiner ersten Zeltnacht sehr übermüdet und war froh, nach dem ersten Hüteinsatz am Nachmittag noch schnell ein Nickerchen machen, bin in mein Zelt gekrochen und bin tatsächlich schnell weggedöst. Aber dann wieder geweckt worden von einem Manu. Manu, kannst du bitte mal rauskommen? Wir haben ein Problem. So, das ist Sarah. Wo brennt's? Ja, hey Manu, ich habe noch mal alles gut überlegt wegen dieser Gemsblindheit. Du hast ja gesehen, heute Morgen beim Hüten. Über die Nacht hat sich jetzt das noch mal verschlechtert bei anderen Schafen, die gestern eigentlich gut gelaufen sind. Und ich habe einfach kein gutes Gefühl, jetzt hier oben zu bleiben mit allen Schafen, weil es geht sehr an die Substanz, das Wetter, die Hütte. Und ich habe mich aus dem Grund eigentlich entschieden, auf Oberems zurückzugehen mit den Schafen, weil ich muss sie anständig behandeln. Das war mega überraschend für uns alle natürlich. Aber ich glaube, Sarah war dann fest entschlossen, dass sie da die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich habe einfach in den letzten 4 Alpjahren gelernt, man muss auf das tiefste Bauchgefühl hören. Wenn es einem nicht wohl ist und man zweifelt, dann ist es gescheiter, man geht retour. Und dann hat es da plötzlich geheißen, hey, Sachen packen und wieder runtergehen. Mir tut es am meisten leid für sie jetzt, dass sie das Monsterprojekt muss abbrechen, verschieben, sagen wir mal so. Und das Wichtigste ist, die Schafe zu heil dort runterbringen. Das Wichtigste ist, dass wir so kompakt wie möglich bleiben. Ich versuche es so gut zu führen mit den Hunden, dass wir gar nicht Abspaltungen haben. Und das Wichtigste ist einfach, wenn irgendjemandem zu viel ist oder zu anstrengend, lasst es einfach sein. Weil es braucht jetzt einfach Nerven. Es braucht jetzt einfach Nerven, bis wir die Schafe da unten haben. Du bleibst einfach da, bis alle durch sind. Da durch. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass 2 Schafe komplett erblindet sind und sehr desorientiert im Gelände herumfallen. Und ich habe dann nicht so genau gewusst, ja, man braucht jetzt also einfach sehr viel Geduld, dass eine oder zwei, die 2 Schafe mit grossem Abstand den Berg abtreiben. Aber ich habe dann die Madeleine vor allem gehört, du, tragen. Tragen? Jetzt schon? Okay. Ich war mir nicht bewusst in dem Moment, dass wir wirklich erst gerade gestartet sind mit dem Alpabzug. Also wir waren eigentlich noch oben. Und es war ein sehr langer Weg runter mit dem Schaf hinten drauf. Das ist eine haarige, pelzige Geschichte. Fällig. Kommt der Name «Ein Mann für alle Fälle», eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich Gewicht auf mir habe, dann will ich gehen, mich runterkämpfen und dann aber möglichst schnell hinter mich bringen. Und so habe ich das auch dort gemacht. Das war echt physisch eine Grenzerfahrung. Kannst du schnell meine Regenhose auflupfen? Die Hose rutscht mir ab. Einfach die Regenhose. Ein bisschen aufziehen. Danke. Hättest du schon brünzeln müssen? Das denke ich auch die ganze Zeit. Ich bin mit der Kandidatin auf dem Buckel im Schiff dort oben. Und es ist so eingefahren. Ja, komm, haben wir. Ich habe diese Woche nicht viel Fitness gemacht. Wir mussten wirklich durchbeissen.
Hör auf, an meinem Ohr rum. Katschen. Ich helfe ihr, also ich habe jetzt gerne geholfen. Sie ist, glaube ich, unglaublich froh. Bist du auch froh, dass es durch ist? Ja, sehr. Es ist garantiert der kleinste Schaden, wo wir jetzt Schadensgrenze war, oder? Es ist so tief wie eine Schamstimme, weißt du? Ja. Ich bin nicht von da. Und jetzt laufst du zweimal durchs Dorf, das ist so ein bisschen ein Versagengefühl und niemand weiss den Ursprung wirklich. Und die Geschichte, ich hätte mir sie anders gewünscht. Das hat mir sehr leid getan. Dass sie als Österschweizerin da jetzt zweimal durchs Dorf läuft mit diesen Hunderten von Schafen, ist für sie eine gefühlte Niederlage. Es gibt, erstens mal muss ich jetzt die Besitzer informieren, nachher muss ich von jedem das Erlaubnis haben, dass ich Antibiotika spritzen und sie behandeln. Wenn das geklärt ist und sie sagen, ja, behalte sie den ganzen Sommer, dann werde ich sie behandeln und hoffen, dass sie Ende Woche wieder fit sind. Ende Woche schon? 5 bis 10 Tage, sagen sie. Jetzt kann ja nicht mehr viel passieren. Na, gehen wir noch mal. Ja. Vielen Dank. Ich danke euch. Ja, aber es ist gleich alles in allem ein sensationelles, eindrückliches Erlebnis gewesen, logisch. Schön ist, dass Zara mit allen Tieren seit Mitte Juli wieder auf der Alp ist. Sie hat alle kranken Tiere erfolgreich behandeln. Ich träume ein bisschen vom Musikbusiness. Weißt du eigentlich schon, dass du am Sonntag mit uns noch auftrittst? Habt ihr euch das ganz gut überlegt? Meine Vorfreude ist riesig, dass ich jetzt als Rowdy quasi mit das erste Dritten unterwegs sein und einen Roadtrip durch Teil für unsere schöne Schweiz machen. Dirty Joe! Wir mögen gar nicht nachher eigentlich. Das schauen wir jetzt. Wir haben ihn wirklich noch nie so gemacht. Ja, Heavy Metal, das ist eigentlich meine Musik. Aber ich bin eingetaucht in die volkstümliche Musik, nämlich mit Östi Dritten. Und habe sie lange begleitet. Das seht ihr hier. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und die Glocken aktivieren. Mhm.